grüß dich zurück zu diesem Video. Wenn du den Kanal BZW, das The Long Dark Wintermute Let's Play, schon länger verfolgst, dann wird dich das hier vielleicht interessieren. Wenn du durch puren Zufall auf dieses Video gekommen bist, grüß dich aus der Steiermark. Genau. Machen wir heute etwas anderes. Genau. Und zwar, du wirst nun einen kleinen 3,5-minütigen Abschnitt sehen, den ich rausgeschnitten habe, den ich ein bisschen mit einem Filtereffekt bearbeitet habe und ein kleiner Abschnitt mittendrin. Den habe ich dann später in ein zugehöriges Intro reingeschnitten, weil ich mir gedacht habe, wir brauchen mal was Neues und ich muss mit einer Sache weitermachen, die mir auf der Seele brennt. BZW, die mich anwidert. Im Trailer, im Kanaltrailer der ist in der Videobeschreibung verlinkt, ist in der Mitte etwas aus dem Überlebensmodus von The Long Dark reingeschnitten und darauf basierend die Entscheidungen nun in diesem Video. Genau. Nun folgt ein 3,5-minütiges Segment. Das ganze Segment findest du in der Videobeschreibung. Genau. Also, nach dieser 3,5-minütigen Sequenz wirst du ein komplett neues Intro sehen für The Long Dark. Und dann erkläre ich dir, was es damit auf sich hat. Bis gleich. Part 6 is called Broken Silence, and I think when we get a little further into this update video, you'll understand why. We have a lot to get through, so I'm going to jump right in. Let's start by reviewing the features in the paid Stream of Tales, and then we'll talk about the free things we've added to the base survival game for all of our players. Well, the first cougar didn't stick around very long. We heard you loud and clear that you didn't enjoy the first iteration, and while there are still aspects of that system that I really appreciated, we opted to take all your feedback on board and came back with a revised version that's more in line with your expectations. After surviving between 5 and 30 days, depending on which experience mode you are playing, and please note that cougars don't appear in Pilgrim at all, the cougar will arrive in the world with a certain amount of fanfare. This is your warning that you are no longer completely safe as you move through the regions of Great Bear Island and the Far Territory. The cougar is territorial and will occupy space on the fringes of the regions it inhabits. Not every region in the world is suitable cougar habitat, so keep your eyes open for warning signs left behind by wildlife researchers and game wardens from before the Quiet Apocalypse. These will give you a sense of where cougars might be found. You'll also notice scratches on trees and the occasional bloody and ravaged animal carcass that looks different from the typical ravaged carcasses you see in the world. This is a warning that if you want to avoid encountering cougars, you'd better turn around and go in the other direction. You'll notice that cougars tend to occupy territory in the fringes of certain regions, favoring rocky terrain and densely treed areas. They can be seen from a couple of 100 meters away, moving stealthily as they patrol their territory. This is probably the safest distance to observe them from. If you get closer to them, you'll start to hear their vocalizations. A good rule of thumb is that if you can hear a cougar, you're in danger. The cougar may ignore you for a little while, but eventually, if you are in its territory, it's going to take an interest in you. And it's not the kind of interest you probably want. The cougar will begin to stalk you. If you don't leave its territory, eventually it will hunt you down, closing distance until it gets within attack range, at which point you will likely find yourself in a struggle to survive. If the cougar is stalking you, it will continue to follow you even if you leave its territory. In that case, it will hunt you until you manage to break line of sight with it for some seconds. This can be accomplished by hiding behind terrain or rock formations, or hiding in interiors. If the cougar can't see you for a little while, it will lose interest and go back to its own territory. If you're charged by a cougar and are lucky enough to shoot it before it pounces on you, you might get away with a glancing blow. If the cougar gets its claws and teeth into you, however, you'll experience a savage attack, inflicting serious lacerations. If left untreated, you'll certainly die from them. Cougars are not to be trifled with. If you choose to ignore these warnings and continue to engage the cougar in its territory, it will view you as a threat and expand its presence. It will take control of additional areas within the region you have encountered it, and each piece of territory increases the chance of overlap with an important location or valued traveling route. This in turn increases the likelihood of further dangerous encounters. Eventually, your luck will run out.
So, unless you want to put yourself in harm's way for foolhardy reasons, it's best to observe cougars from a distance. Pay attention to your surroundings, look for signs, literal and naturalistic, and listen carefully. It's entirely possible to coexist peacefully with cougars if you adhere to some simple rules of nature. But if you flaunt them and put yourself against the cougar and its territory, things will not end well. Consider yourself warned. Im Hintergrund siehst du eingeblendet, das ist derweil im Überlebensmodus an Staffeln geschehen. Staffel 1 mit 17 Episoden folgt über den Sommer. Genau, dazu wirst du aber später noch aufgeklärt. BZW, dazu kommt noch später was. Dann im Anschluss Staffel 2. Staffel 2.1, Staffel 3, Staffel 4. Wie du siehst, ist noch nicht gerendert, geschnitten etc. Das werde ich demnächst angehen. Nur, dass du ungefähr einen zeitlichen Kontext hast. Heute bei Zeitpunkt der Aufnahme ist es der 16.03. um 21:30 Uhr. Genau. Ergo, ich nehme wieder etwas später auf. Das wird heute sicher wieder eine längere Nacht. Morgen ist Montag, wieder Nachmittagsschicht. Genau, ich bin eine kleine Nachteule. Ja, genau. Eins vorweg. Derzeit steht zwar am Programm nur Mass Effect 3 und The Long Dark, aber eins vorweg, und das ist bitte jetzt im Anbetracht dieser ganz, ganz neuen Aufnahme mit hineinzubeziehen in das Ganze, ich habe seit knapp 3 Wochen keine PlayStation mehr angerührt, keine Xbox, nicht einmal PC-Spiele. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist im Hintergrund diese 2-stündige Aufnahme, weil ich etwas probieren wollte. Mehr habe ich nicht gemacht. Was ich aber gemacht habe, das dauert jetzt eine Minute und dann gehen wir endlich ins Thema hinein. Ja, ich zeig's dir einfach. Müssen wir davon ausgehen, dass diese Bestie von Shockwave aus einem solchen Fund geklont wurde? Dann hat er bereits alles, was er braucht, um diesen Klon zu erzeugen. Autobots, wir müssen Beast Hunters werden. Eine unfassbare Katastrophe bedroht die Menschheit und die gesamte Erde. Sie könnte alles Leben zerstören und den Planeten zerreißen. Denn nichts ist verheerender als die Zerstörungskraft eines schwarzen Lochs aus den Tiefen des Alls. Ich warne Sie, Mr. Ettinger von der Erde. Eine Allianz ist ein Vertrag. Und Verträge haben genau wie Menschen ein Verfallsdatum. Wir Menschen haben ein Sprichwort. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich habe auch ein Sprichwort. Ist mir egal. Ja, vor circa 3 Wochen habe ich mit Transformers Prime der 2. Staffel begonnen anzuschauen. Und da hat man ja die Synchronstimme des Optimus Prime ausgetauscht. Weg von Rainer Schöne hin zu dem Herrn hier. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Müsste ich nochmal nachgoogeln. Wenn ich es finde, schreibe ich es dir in die Videobeschreibung, damit du dir ungefähre Gedanken machen kannst, wenn es dich interessiert natürlich. Und ich mag diese Synchronstimme, wie du vielleicht gemerkt hast. Auf YouTube findet man eine 6-teilige alte N24-Dokus, so Countdown zum Weltuntergang. Du kennst das alles ja wahrscheinlich. Bist ja schon... Ich weiß ja aus meinen YouTube-Analysen, wie alt mein Publikum oder das Publikum des Kanals ungefähr ist. Und
ich mag diese Synchronstimme. Ich mag sie einfach und musste mir dahingehend nochmal Transformers 4 anschauen. Genau, ich finde Lockdown mit dieser Stimme so dermaßen geil. Gut, weg von Transformers, dieser Synchronstimme, gehen wir wieder zurück zu The Long Dark. Und zwar, ich komme nun auch mal auf den Hintergrund zu sprechen. Das war eine Probeaufnahme dieser Tage, die ich gemacht habe, weil ich wieder mal reinkommen wollte in das Spiel. Und mir ist die ganze Zeit etwas durch den Kopf gegangen. Genau, ich habe ja schon erwähnt, 5 Staffeln The Long Dark im Überlebensmodus folgen. Bitte nicht böse sein. Bitte nicht böse sein, setz dich einfach hin, genieß diese 5 Staffeln und lach mit mir oder lach über mich, lach mit mir, lach über mich, habe ich jetzt schon gesagt, ärger dich über mich, schlag die Hände über den Kopf zusammen, weiß nicht, sauf dich an, nimm Drogen, scheißegal. Diese 5 Staffeln sind relativ chaotisch. Es wird, ich hoffentlich, besser. Sie sind halt nur sehr chaotisch. Genau. Wenn das Hirn etwas tut und im Endeffekt die Finger was anderes tun und die Bluetooth-Verbindung nicht hergestellt wurde, dann ist leider das Problem und die Kacke am Dampfen. Genau. Machen wir es so. Hier nun eingeblendet die Welt von The Long Dark. Sie ist riesig, unterteilt, wenn du sie nicht kennst oder wenn du nur einen Teil davon kennst, von links runter, rechts rüber, ein bisschen rauf. Du hast Stumpflusstal, Gebirgsstadt, beschädigte Bahnstrecke, trostloses Marschland, Rätselsee, kahler Zustrom, Küstenstraße, Ort der Trostlosigkeit, idyllisches Tal, Wolfsberg, Schwarzfels und Aschenschlucht. Genau. Aufgrund der Ereignisse in Staffel 4 in den letzten 25 Minuten, das wird auch noch dauern, bis du das siehst, aufgrund dieser Ereignisse und dem absoluten Chaos, das sich über diese ganzen Staffeln hinwegzieht, genau, ist permanent noch immer eingeblendet, dass die Staffeln, wie sie halt aufgebaut sind, momentan noch, die ja folgen werden, ist mir dann irgendwann einmal das Ganze zu doof worden. Genau, Staffel 4 ist nun vom Aufnahmezeitpunkt her circa, ich sag mal knapp ein Monat. Ein Monat ist vergangen. Genau. Und in der Zwischenzeit habe ich mir natürlich es nicht entgehen lassen, mir Gedanken zu machen, wie kann ich das Ganze etwas geordneter unterbringen. Genau. In dem 3,5-minütigen Einspieler hast du ja bemerkt den Puma. Genau. Der kam mit der Erweiterung Tales from Far Territory, kam dieser ja hinzu zum Spiel im Überlebensmodus. Ich möchte ihn für die 5. Staffel, und heute geht es fast nur um die 5. Staffel und die Vorgehensweise meinerseits, möchte ich den hinzufügen. Nicht nur das, ich werde etwas perverser. Ich werde dir nun, nein, wir machen es jetzt so. Die Karte behalt dir ein bisschen im Hinterkopf. Das Chaos der ersten 5 Staffeln behalt dir auch im Hinterkopf. Und wir werden nun eine kleine Reise machen in das, was ich vorhabe für Staffel 5. Genau, Staffel 5, mal fürs Erste eine eigene Playlist. Wenn wir sterben, sterben wir. Wenn wir neu beginnen, fange ich am selben Ort wieder an und arbeite mich dann wieder nach vorne. Hat seine Gründe. Ich muss versuchen, etwaig ein bisschen mehr Ordnung in das Ganze zu kriegen. Weil, wenn ich auf eines drauf gekommen bin, und das wirst du in den 5 Staffeln sehen,
Ich habe nichts davon, wenn ich in einer Sandbox anfange und mich 100-mal in andere Sandboxen begebe, um dort wieder neu anzufangen. Das bringt mir nichts. Ergo muss ich etwas anders vorgehen. Machen wir es jetzt so, ein kleiner Schnitt und dann zeige ich dir neue Grafiken, die ich extra für dieses Video erstellt habe. Während im Hintergrund noch die Probeaufnahme läuft, möchte ich dir jetzt eine kleine Grafik einblenden. Und zwar, wie du siehst, das sind die 6 Gebiete, die mir storytechnisch und Überlebensmodus probeweise probieren bekannt sind. Beschädigte Bahnstrecke, trostloses Marschland, Gebirgsstadt, Rätselsee, idyllisches Tal, Küstenstraße. Ich könnte Schwarzfels hinzugeben, das kenne ich noch aus Episode 4. Wenn du die Geschichte nicht kennst, ich werde hier jetzt nichts verraten. Am Ende von Episode 1 des Wintermute-Modus kommt ein kleiner Teaser. Nein, nicht am Ende. Ne, in der Mitte. Genau, beim Bauernhof. Mehr verrate ich jetzt nicht dazu. Wozu jetzt das Ganze? Für den Überlebensmodus BZW, die Sandbox. Ich werde mir ein Gebiet raussuchen. Das wird prinzipiell die Hauptbasis, ich nenne es mal Basis oder das Grundgebiet, das Fundament für die 5. Staffel, jene eine Endlosstaffel wird. Gleich vorweg. Wenn wir draufgehen oder wenn ich im Spiel draufgehe, werden wir dort wieder beginnen. Genau. Bitte berichtige mich, ich glaube, das hat etwas mit den Büchern zu tun. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich müsste das Ganze raussuchen, ich bin aber ehrlich gesagt zu faul dafür und wir werden das Ganze mit einem Gebiet beginnen und werden uns dann vorarbeiten. Genau. Wie gesagt, diese 6 Gebiete sind bei mir für Staffel 5 vorgesehen. Schwarzfels lasse ich außen vor, das kommt nochmal für die Story später in Episode 4. Mehr sei dazu, wenn du die Geschichte nicht kennst, nicht verraten. Genau. Ich möchte nämlich endlich mal in die fernen Gebiete. Genau. Die fernen Gebiete, da ist auch dieser Flughafen mit integriert und ich kenne das Gebiet nicht. Genau, ich möchte es einmal sehen und dort möchte ich einmal hin. Genau, und wie du schon im ganzen Video vielleicht bemerkt hast, der große Story-Aufhänger für die Staffel 5 im Überlebensmodus ist der Puma. Genau. Da ich ja ein klein wenig sadomasochistische Anleihen habe, genau, möchte ich mich auch ein bisschen, wie sagt man so schön, mit den Timberwölfen befassen. Die mochte ich eigentlich in der Episode 3, wo man mit Astrid unterwegs ist. Da hatte man das erste Mal mit ihnen zu tun. Genau. Sie können dir am Arsch gehen. Sie können dir natürlich noch mehr am Arsch gehen und auch noch mehr am Arsch gehen. Genau. Und ich habe jetzt deswegen zwecks Puma und Timberwölfen mir eine Grafik aus dem Internet gesucht. Das ist nun dann der letzte Punkt in diesem Video und das war's eigentlich dann gewesen. Genau. Das ist eine kleine Grafik, die ich im Internet fand. Ich habe sie dann für mich selber bearbeitet und sie zeigt den Puma und die Timberwölfe, wo der Puma unterwegs ist und wo die Timberwölfe unterwegs sind. In Blau gehalten keine Timberwölfe oder Puma. Grün nur der Puma. Gelb nur die Timberwölfe und Rot beides. Genau. Aufgrund der Geografie, die ich mir ausgesucht habe, kann es passieren, dass wir so einen kleinen Mischmasch erhalten.
Mit den Bären müssen wir überall rechnen. Mit den normalen Wölfen müssen wir auch überall rechnen. Genau. Ich habe diese Grafik jetzt auf meine Bedürfnisse umgebaut. Ich nenne es mal so. Ich schwenke mal rüber. Genau, das ist sie. Wie du siehst, es sind diese Gebiete, die für mich, für die Story bzw. für die Sandbox in Staffel 5, das Endlos Let's Play, das sind die Gebiete, die wir zum größten Teil annehmen werden, BZW, derer wir uns oder ich mich widmen werde. Grün ist der Puma unterwegs, rot unten Küstenstraße, müsste ich nochmal schauen. Ich glaube, im idyllischen Tal sind auch beide unterwegs, also Timberwölfe und der Puma. In Blau keine von beiden, dort haben wir ja nur die normalen Wölfe und auch den Bären. Und bei der beschädigten Bahnstrecke ist dann nur der Timberwolf unterwegs. Genau. Nur, dass du mal ein bisschen einen kleinen Einblick hast in den, was noch kommen wird. Scheiße, was habe ich mich da einlassen? Gut, wie du siehst, das und so möchte ich dann später vorgehen. Genau. Über Gebirgsstadt, trostloses Marschland, Rätselsee, beschädigte Bahnstrecke, hinüber, wenn es ist, mal ins idyllische Tal oder in die Küstenstraße und das Ganze dann hinüber in die fernen Gebiete. Ich brauche ein bisschen eine Ordnung in dem Ganzen, weil sonst drehe ich nämlich durch. Genau, kurz und schmerzlos. Das Ganze werden wir verweben mit den ganzen Mechaniken wie Notizen machen, dann diese Farbdosen, was du hast, mit Markieren und Kartieren mit der Holzkohle, was du da machen kannst und so weiter und so fort. Das Spiel beinhaltet sehr viele Inhalte, BZW, Mechaniken in der Sandbox, die im Story-Modus nicht vorhanden sind und schon langsam werde ich etwas fickrig drauf. Ich möchte das endlich intensiver genießen. Machen wir es so. Genau, kurz und schmerzlos. Also, zum Abschluss des Ganzen. Ab dem Sommer Staffel 1, danach die kleinen weiteren Staffeln hinten dran. In der Playlist für Staffel 1 des Überlebensmodus. Da wird alles drinnen sein. Das werde ich auch so kennzeichnen. Und Staffel 5 als Endlos Let's Play folgt dann darauf. Genau. Bei Fragen deinerseits ab in die Kommentare. Wenn ich irgendwas übersehen habe, wenn du meinst, du kennst dich vielleicht länger, du weißt vielleicht mehr wie ich, dann bitte berichtige mich in den Kommentaren. Ansonsten habt viel Spaß mit meinem Chaos, das nun auf euch zukommen wird ab dem Sommer im Überlebensmodus. Nebenbei werde ich bald mal beginnen mit Episode 2 und 3. Genau, eigentlich mit Episode 2. Das wird recht lustig. Dort haben wir es ja auch mit einem kleinen Kätzchen zu tun. Und ja, der Rest, den wirst du dann alles sehen. Und Episode 5, das große Finale von The Long Dark im Story-Modus steht ja auch noch ins Haus. Wir wollen ja später noch wissen, was hat es mit Ausdauermühle, Astrid und ihrem Koffer zu tun. Bis zum nächsten Mal und das nächste Infovideo dann folgt Anfang Sommer, wenn es heißt, ich bin 3 Wochen im Urlaub und das Programm, das dazu gestaltete Programm wird dir gezeigt. Genau, mehr kann ich nicht sagen. Kann sein, dass ich es nochmal umbaue. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei The Long Dark bei mir auf diesem Kanal im Überlebensmodus. Baba!